Willkommen zurück, Leute, hier zum Let's Play von Schlafmütze Mario mit seiner, ja, eigentlichen Schlafmütze Cappy. Naja, ganz interessant, wenn man Mario zuhört. Wenn er so am Einschlafen, sag ich jetzt mal, seinen ersten paar Sekunden. Gut, zum Teil schnarcht er, ja, aber er träumt offenbar auch von Peach. Wenn du ein bisschen so Peachy, Peachy. Ich weiß nicht genau, was er für schmutzige Träume hat, keine Ahnung, auf alle Fälle haben wir viel zu tun. Yeah, Mario, du bist unser Held! Mit einem weiteren Power-Mond. Yeah, am Ende des geheimen Tunnels. Der geht ja echt ruckzuck, zack, zack, muss man echt so sagen. Der ist unglaublich, ey. So. Guck. Ja, ich bin's. Mario Gumba. Was geht ab? Was geht ab? Oh, da haben wir wieder ein neues. Warte mal, das ist die Wüste. Das ist doch die Wüste hier unten. Cappy will nicht mehr. Jo, da ist die Wüste. Wieso kommen wir von der Wüste in irgendein Stadtgebiet? Aber von hier komme ich... zurück in die Wüste. Warum auch nicht? Ein Mond für uns. Geheimfahrt zur Brutzlebene. Und tschüss, ich gehe wieder. Ich frage mich eben den ganzen Powermond. Müsste ich jetzt eigentlich, weil ich jetzt hier in der Wüste war, müsste ich da eigentlich wieder zuerst zurück zu Odyssey, um die quasi zu aktivieren und sagen, hey, du hast wieder einen weiteren Powermond zum Fressen. Und dann könnte ich hierhin zurück. Oder aber, ja, jetzt automatisch auch von der Odyssey, sage ich jetzt mal, abgespeichert. Keine Ahnung, aber mit ein bisschen Glück wird es auf pro Welt abgespeichert. Wenn ich da wieder reingehe, dann habe ich den Mond, nicht Stern. Den Mond habe ich halt wieder. Ich werde dahin zurückgehen und so und ja. Den nochmal holen. So. Der See ist ziemlich überlaufen. Was du nicht sagst. Okay, kann ich nicht machen. Auch wenn das vielleicht irgendwie der Sinnzweck dahinter wäre. Aber nee, Tierquälerei, sorry, das geht nicht. Ja, hier ist eindeutig ein Stern. Stern sage ich schon wieder. Ein Powermond! Zumindest sieht es danach aus. Aber wenn ich jetzt gerne noch irgendwie so ein gelbes München hätte. Ja, ich habe keine Ahnung, wo das sein soll, Leute, ganz ehrlich. Ich gucke ja schon überall, wo ich kann und finde einfach nichts. Ich meine, hier. Rein theoretisch da unten wäre noch eine Option. Und wie komme ich da rein? Ich habe gar keine Chance. Ich meine, als ob ich hier für Tiere, die ich übernehmen kann. Ja. Genau, die kleinen hier, das war's schon. Die Jeep-Chips, war glaube ich, hießen die genau. Die Jeep-Chips. Und die haben mit denen echt nur die beiden Optionen. Nee, ihn übernehmen kann ich auch nicht. Dementsprechend ist meine Auswahl ein bisschen begrenzt. Jetzt gucken, wenn wir was übersehen. Ah, das könnte vielleicht noch sein, wa? Meine eventuell letzte Chance. Jo, da ist auch schon der letzte. Mir egal. Ah, sehr schön. Okay, angreifen mit Schütten kann ich noch. Sehr gut. Blub, 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 blub. Fisch mit Boot. Hier gibt's alles. Yeah, Mundstück im See. Ich bin eigentlich fertig, ich werde zurück. Tschüss. Ich habe alles, was ich will. Ich brauche euch nicht mehr. Blub, 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 blub.
Heppa! So, wenn wir mal sagen, mal ganz kurz in die Röhre rein, mal gucken, was hier noch so gibt. Natürlich. Ah. Ich habe überlegt, was hier sinnvoll wäre. Aber das war's nicht, okay. Erst die oberen holen und dann die unteren. Dann rein. Nein! Ah, gut. Komm zu mir, kleiner Powermond. Yeah, Notenjagd in der Klippe. It's me, Mario. Bye, bye. So, dann hätten wir das auch schon. Okay, also ganz gut ans Platz eingewöhnt. Ja, danke, Cappy. Du musst ja wissen, wa? Setzen wir es halt doch mal da hoch. Okay, ist kein Problem. Ist ja null Problemo, Freunde. So. Upp. Upp. Moment, was? Sehr schnell, nimm diese Belohnung. Ernsthaft? Okay, langsam gehen wir in dieses Belohnungssystem mit dem Mond ein bisschen auf den Sack. Okay, war mal noch was so das Spiel noch ein bisschen bringt und so von Spannung her. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie ist es war mit dem Mond früher ein bisschen besser gelöst. Mittlerweile ist es echt nur noch, ja. Ich weiß auch nicht, es sind einfach zu viele. Es ist keine richtige Belohnung mehr, wenn du Powermond findest. Ich meine, warum die Missionsziel machen, wenn du so nach einer anderen Powermonde gelangst? Das frage ich mich halt mittlerweile. So, wie kam ich jetzt hier am besten? Warte mal ganz kurz, noch ein paar von denen hier. Toll, wie sollen da hochkommen? Ah, nein! Ah, Mist. Ja, entlanghangeln, Mensch. Da wäre vielleicht die Option, aber natürlich nur für einen ruhigen Geist, nicht einen so aufgeregten, wie ich es bin. Ich kann sagen, Mario, du kannst es noch, oder? Er hat es noch nicht verlernt, Gott sei Dank. So. Ja, wie kommen wir jetzt da hoch? Das ist gleich, komme nicht hier rein, ist klar. Hatte ich nicht gerade vorhin irgendwie noch so eine Diskussion, wie ich da hochkomme? Ja klar, da oben. Blöde Frage. Ach, Michael, also manchmal... Hier drüber gelang ich aufs Dach. Und das muss ich, um diese Barbel-Dinger platt zu kriegen. So. Hui, hui. Ja, das war ich. Ist nicht das, was ich eigentlich will. Das sieht schon besser aus. Oh, oder auch nicht. So. Was geht mit euch ab? Genau, das meine ich, Freunde. Ein paar Kisten zerstören, kriegen einen Powermond. Ja. Kein Wunder, gibt es in dem Spiel so viele. Das sind ja nicht nur irgendwie, wie es bei früheren Mario-Spielen war, so könnte man um den Dreh... Ah, die haben wir bereits. Etwas sagen 104, also 120 oder vielleicht sogar 240. Nee, wenn man die so leicht bekommt, sind es ein bisschen mehr. Ein bisschen sehr viel mehr. Wo ist jetzt der Mond eigentlich hin? Ah, da oben. So. Sehr gut. Da war natürlich klar. Das muss ja passieren. Gib mir den Powermond.
Und das müssen Nummer 10 sein. Yeah! Ne, sogar 11. Aber es sind wieder 11 neue Powermonde, knapp 2 Parts. Gleich noch der 12. dazu und ja, also, Moment, da ist noch... Man kann zumindest sagen, man sieht viel im Spiel. Man sieht deutlich viel. Und eindeutig viel, wie es eben halt auch bezüglich Story und so weiter aussieht. Mal gucken. So. Okay. Faszinierend, gut versteckt. Speichervorgang darf niemals fehlen. Also muss Mario Muskeln in seinen Oberarmen haben. Oder wohl Unterarmen. Entlanghangeln ist das eine. Also das ganze Festhangeln hangeln auch noch. Oder halten und... Oh, super. Euch habe ich ja nie vermisst, ganz ehrlich. Ich habe euch nur gehasst. Die kleinen, wie heißen die wieder? Fussels, glaube ich, wa? Wie muss ich? Okay, darüber. Natürlich! Willst du mich verarschen? Ey, sowas kann natürlich nur mir passieren, wa? Genau in dem Moment. Oh, also da von vorne. Nein, die Münzen haben gespeichert, wa? Nee, nicht. Scheiße. Doch, eben, die waren gespeichert. Was war das denn, Mario? Das andere natürlich, was den Schwierigkeitsgrad betrifft, war das früher immer Power-Ups oder Level-Ups wohl eher. Ne, waren schon Power-Ups. Oder One-Ups und so, womit du halt, ja, dein Leben hattest, war. Je nachdem, wie viel du halt hattest, desto mehr Leben hattest du. In das Spiel hattest du irgendwie, wenn du das Spiel noch gestartet hast, hast du irgendwie nur 4 gehabt, sprich ein Ursprungswert und es wieder neue Power-Ups suchen, damit du wieder ein paar mehr Leben hast. Und hier hast du einfach die Münzen. Und ein neues Leben gleich 10 Münzen und ganz ehrlich, das ist ein bisschen billig, wie ich finde. Also 10 Münzen dafür, weil du findest überall Münzen. Also man kann schon so machen, dann müssten Münzen viel seltener sein. Sehr viel seltener. Okay. Was soll jetzt hier drin der Schwierigkeitsgrad sein? Oh! Ja, was soll jetzt hier dran schwierig sein, wa? Na komm, man kann es noch versuchen nachher. Lassen wir es fürs Erste, weil, ganz ehrlich muss man so sagen, wenn jetzt die Powermonde selten wären, wie sie nach anderen Super Mario oder sagen wir mal 3D Mario Teilen wäre, dann wäre es was anderes, würde ich sagen, okay, nee, da geht nicht, da, die muss ich machen, weil du brauchst 100% und so weiter. Da würde es mich auch interessieren, aber hier, wo einen die Powermonde wirklich hinterhergeschmissen werden, wo du sie unter jedem Stein quasi schon fast findest, da muss ich sagen, nee, also, 100% sowieso kein Interesse. Wenn ich halt einen nach ein paar Versuchen nicht direkt kriege, muss ich sagen, jo gut, dann das war's halt fürs Erste. Vielleicht doch gar nicht mal so schlecht, wa? So. Oh, kommen wir sowieso nicht, jetzt muss ich ja ein bisschen aufpassen. Aber schon wieder. Akrobatische Darbietung. Mond Nummer 12. Jetzt obwohl neben springen war.
Das wäre natürlich das Sahnehäubchen, Freunde. In so einer Situation daneben springen, das würde echt von Klasse zeugen. Von sehr schlechter Klasse, aber von einer Klasse. Die Freunde sind bereit? Ui. So, jetzt aber. Du bist zu spät, wir haben unser Schnicksenklatsch in den Nagel gerissen. Es passt sogar zum Wrack vom Chef. Du willst sie zurück, springst sie ab, das behalten wir. Okay, wer ist das jetzt? Da kann ich auch. Haha. Gefällt dir nicht, wa? Was machst du jetzt für einen Quatsch? Uah! Lass das! Du bist crazy! Na toll! Uah! Hat mich voll verarscht. Okay. Ups. Vergiss es, Kumpel. Das zieht nicht nochmal. Ja, ja, ja. So, was machst du jetzt? Mal seitwärts. Und kommst du jetzt geradeaus? Ah, jetzt kommt er geradeaus, okay. Ja. Schwierige Bosse, wa? Mhm. Nee. Leider auch hier wieder mal nicht. Aber zumindest das mit den Multimoden finde ich doch cool. Brutals über den See. Ich meine, wir hatten schon mal Galaxy so große Sterne und so, aber waren trotzdem nur, oder haben trotzdem nur was eingezählt. Hier im Multimonden, oh, das finde ich schon cool. Ja, Mario ist egal, aber trotzdem. Wir sind schon hinterher, ja, ich würde auch sagen, mal ganz ehrlich. Klar kann ich die Welt noch erkunden und so. Aber, grundsätzlich muss ich ganz ehrlich sagen, mir fehlt irgendwie die Lust dazu. Ich sag nichts, ganz ehrlich, das soll jeder selber beurteilen, wenn andere finden, ja, nee, das ist geil und so, finden sie überall noch mehr Monde. Ja, umso besser für die, ich persönlich, noch 8 Monde, die haben wir schon längst. Ich persönlich muss sagen, das ist schon ein, ja, zu einfach. Man muss echt sagen, es ist zu einfach. Die Odyssee ist leistungsfähiger. Wir haben bereits 60 Stück. Der hat 8 Parts oder was? Und das ohne großen Speedrush, aber halt normal gezockt. Wir können ins Fastland reisen, vielleicht ist Bowser ja dort. Jo, dann würde ich mal sagen, gehen wir, wa? Power-Monde nach 8 Folgen. Ich frage mich echt, wie viele Power-Monde brauchst du eigentlich, um zum Endbosskampf eigentlich zugelassen zu werden? Wenn es echt nur 120 sind, dann ist das Let's Play nicht aus 10 Parts durch. Wer kommt denn auf die glorreiche Idee, eine Hochzeit mit einem gestohlenen Kleid zu feiern? Wie geschmacklos. Lass uns diesem Scheißel ein paar Manieren beibringen, ja? Wenn wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp, Drehwurf.
Wenn du vom Gegner umzingelt bist und sie gerne alle gleichzeitig ausschalten würdest, dann tu folgendes. Bewegen den Pro-Controller ruckartig seitwärts, um einen Triebwurf auszuführen. Die Kopfverdeckung rotiert dann um dich herum. Also du. Lass uns bestimmt weiterhelfen. Squiddy. Das nächste Ziel ist das Forstland. Da soll es ein riesiges Gewächshaus voller Blumen geben. Außerdem gibt es dort ein berühmtes Blumenarrangement. Nett. Ja, vermutlich jetzt nicht mehr so bald wieder ankommen. Das wird doch bestimmt schon Bose und Nagel gerissen haben, Freunde. Forstland. Robohain. Fahrt zum Himmelsgarten. Ja, ich bin Piranha. Ja, ich fress alles. It's me, Mario? Warte mal, hörst du das? Ich höre ein paar Vögel. Ich glaube, Cappy meint das eher weniger. Was Cappy genau meint, Freunde, das und vieles mehr werden wir oben erfahren in der nächsten Episode wieder hier bei Super Mario Odyssey. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.